Nach dem Krieg wird alles wieder gut, heißt es in der kroatischen Version von Lili Marleen. Lasst uns nur tapfer für unsere Heimat kämpfen. Das kleine kroatische Fischerdorf Klek ist fest in der Hand französischer Söldner. Sie brachten merkwürdige Fahnen mit und eine irre Ideologie, die eigentlich die Deutschen erfunden haben. Zuerst fiel ihnen ein leerstehendes Haus in die Hand. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus für Französische. Die französische Freiwillige, das ist hier geschrieben. Das Haus das ist falsch auch in dem Video. Ja, er ist Antepavelic. Freiwilliger. Freiwillige aus Frankreich, Deutschland, Österreich und England wollen die Kroaten in ihrem Kampf unterstützen. Junge Neonazis aus Westeuropa. Zu Hause arbeitslos, hier heldenhaft. Keiner will sie, nur die Armee. Allein 6 ausländische Kämpfer haben in der Gruppe Chicago Unterschlupf gefunden. Einer etwas größeren Kinderkommune zwischen Split und Dubrovnik. Wir, die Gruppe Chicago, haben schon 42 Panzer und 27 Transportfahrzeuge vernichtet. Und wir haben etwa 2000 Chetniks getötet. Chetniks killen will auch der 18-jährige Richard aus Österreich, der den Krieg bisher vornehmlich aus der Glotze kannte. In Klek fühlt er sich wohl. Alle haben Waffen, bunte Fahnen und Fantasieuniformen. Und außerdem steht man den Tag über sowieso hauptsächlich an der Bar und erzählt sich aufregende Kriegsgeschichten. Ich bin hier mit einer guten Gruppe zusammen und also mit denen habe ich überhaupt keine Angst. Wir haben alle viel Fronterfahrung und sind gute Kämpfer und in ganz Kroatien dafür bekannt, dass dort, wo sie hinkommen, keine Chetniks mehr gibt. Die ehemalige Waffen-SS hat gegen die Kommunisten genau dasselbe Leute gekämpft. So, das ist eine Kontinuation, aber wir leben in 1992. Das ist modernes Krieg. Wir brauchen keine historische Geschichte. Mein Deutsch ist so schlecht. Die beiden neuen Gefreiten sind erst seit 2 Tagen bei der Truppe. Eine willkommene Unterstützung. Denn wer bei Chicago mitmarschiert, hat nicht unbedingt große Chancen, das Abenteuer lebendig zu überstehen. Das chaotische Bataillon dient der regulären Armee in erster Linie als Kanonenfutter. Man schickt die Freiwilligen mit dem Auftrag los, ein Dorf aus serbisch besetztem Gebiet zu befreien. Gelingt das, rückt man nach. Werden Chicagos Leute niedergemetzelt, weiß man immerhin, wo der Feind steht. So richtig begriffen haben das die Nazis aus dem Fischerdorf aber noch nicht. Die beiden Franzosen hatte es ausgerechnet bei ihrem ersten Gefecht erwischt. Doch glücklicherweise kam aus Paris inzwischen Nachschub. Und dort gibt es noch viel Ausrüstung. Schöne serbische Helme. Viele. 1, 2, 3, 4 Mal getroffen. Die eigenen Helme stammen noch aus deutscher Produktion. Modell Zweiter Weltkrieg. Der Welt ist zu klein für 2 Rassen Imperialisten. Der Weißrasse und der jüdische Rasse. Eine ist gut, 2 müssen wir eine... Doch vorerst will man mit den Serben fertig werden. Michel, der kleine Korse, selbsternannter SS-Mann in selbstgeschneiderter Uniform, ist hauptsächlich für die Anwerbung zuständig. Er bringt die Neonazis in Scharen nach Kroatien. Für den nächsten Morgen ist ein Manöver angesetzt. Kein richtiger Einsatz zwar, aber immerhin ein bisschen schießen. Sonst wird es den Jungs unten im Badeort zu langweilig. Auch die Franzosen dürfen wieder ihre deutschen Stahlhelme aufsetzen. Nicht nur so zum Spaß, sondern richtig offiziell. Es wird schließlich marschiert.
Man macht einen Ausflug in die Berge. Hier sollen die Faschingssoldaten auf den echten Krieg vorbereitet werden. Denn auch das will gelernt sein. Ja, wir üben das Erstürmen von Bunkern. Und das machen wir hier, da sind so ein paar behelfsmäßige Sachen. Jetzt sammeln sich einmal alle und jetzt wird dieser Einsatz besprochen. Richard gefällt es jetzt immer besser bei der Truppe. Er hat schon sein eigenes Gewehr, eine Kalaschnikow, den Wehrpass und ein paar neue Freunde. Mit denen darf er gleich auf einen Bunker schießen. Die Franzosen wollen die Knallerei lieber aus sicherer Distanz beobachten. Man weiß ja nie im Partisanenkrieg. Dann endlich das Kommando. Alle dürfen loslegen und schießen, was das Zeug hält. Gezielt wird auf das historische Gemäuer. Kurz davor steht ein kleiner Bunker. Den Feind muss man sich dazu denken. Den letzten Treffer landet eine RPG-7. Dass man damit allenfalls auf Panzerjagd machen kann, stört niemanden. Alle haben die Feuerprobe bestanden. Die Schützen, die Waffen und auch die mittelalterliche Festung, die den nationalsozialistischen Ansturm halbwegs unbeschadet überstehen konnte. Ich bin eigentlich schon seitdem ich denken kann Nationalsozialist und solidarisiere mich auch mit Kroatien, weil ich auch glaube, dass die politische Entwicklung in Kroatien in diese Richtung geht. Vor allem unter den Soldaten, die alle in der Tradition der Ustascher Verbände kämpfen gegen die Serben. Ganz im Sinne der großkroatischen Ustascha-Ideologie wollen die Chicago-Kämpfer am liebsten sofort ganz Bosnien-Herzegowina überrennen. Sich! Heil! Sich! Heil! Sterben will natürlich keiner, nur damit Kroatien leben kann. Noch ist Chicagos Truppe 35 Mann stark. Nach dem nächsten Einsatz werden wieder ein paar von ihnen fehlen. Doch Michel, der korsische SS-Mann, wird schon für Nachschub sorgen.